Das ist also ganz interessanten Akkord, den wir heute diskutieren, weil es ein Präzedenzfall ist. Die Europäische Union hat heute, soweit ich weiß, die erste Kehr einen Akkord der Kooperation Politik an der Form mit einem Staat aufgeschlossen. Das aus sich ist schon ein ganz wichtiger Akt. Es weist vielleicht doch, ich meine, weist auch vielleicht die gewisse Sympathie, die wir aus dem Herrn Adam seinen Ausführungen hören haben. Aber ich meine, wir müssen Kuba wie alle anderen Staaten ganz nüchtern analysieren. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Menschenrechtsverletzungen, die Herr Adam auch aufgezählt hat, ganz grausam sind für viele Leute auf der Insel. Aber bei aller romantischer Approche oder Sympathie, die eng oder andere politisch können für die Regime hun, wir hun sie nicht, weil wir so als Menschenrechter sind Menschenrechter, wir müssen dafür ersetzen, dass die Leute auf Kuba genau dieselbe Freiheiten können hun wie wir hier. Das ist auch ein Akkord, den die Handschrift zu Kuba dreht. Ich habe der Akkord an meinem Leben relativ viel gelesen, ich habe noch nie gelesen wie den Haien. Zum Beispiel am Kapitel von den Menschenrechten wird extra darauf hingewiesen, dass den ein équilibrierter Approche soll zwischen den politischen und zivilen Rechten und den sozialen und ökonomischen Rechten. Ein Approche, die man an der Form zuletzt an den Dokumenten hatten, die man mit Ostblockstaaten verhandelt haben, für viele, viele Jahre. Wir haben auch hier Textpassagen, die nëmmen darauf hinweisen, dass die Europäische Union sich dazu verleiten lässt, kubanische Thesen an ihrem Verhältnis zu den USA praktisch an einem Treaty zu unterstützen. Da fragen wir uns, ist das wirklich den Objekt von unseren Beziehungen zwischen mit Kuba, wo wir gleichzeitig aber interessiert sind, und gute Relationen mit den USA, für uns auf so Formulierungen anzulassen. Ich habe hier ein Beispiel rausgeschrieben, werde ich an der Form noch nie ehrens gelesen habe. Wir gingen do kritisieren des mesures coercitives unilatérales assorties d'affaires extraterritoriaux contraires au droit international et au principe du libre-échange am Artikel 10. So eng Formulierung ging ich so schuld als politischen Interessen an das Chlor ein kubanisch Sicht von den Relationen, die sie eben mit verschiedenen von ihren Nobelstaaten haben. Es schwingt das eine Chance, dass wir den Akkord haben und da der wird noch mitstimmen, weil man so nicht das einfach wichtig, dass wir zu Kuba einen Dialog aufbauen. Mit dem Dialog soll man nutzen, wie wirklich auch auf Mënscherechter zu insistieren. Wir sollen natürlich auch gucken als Letzteburger, dass wir als Handelsbezéiungen und als politische Beziehungen zu dem Staat ausbauen. Wir haben eine Reihe von diplomatischen Vertretungen in der Region. Wir sind zu Managua, wir sind am Salvador vertruden. Und es wäre vielleicht gut, Herr Minister, wenn die Regierung als so, ob es nicht eine Koakkreditation eventuell zu Havanna von enger von unseren Ambassaden an der Region ging vier gesehen wird auch ein positives Gest wäre, aber bei allem wird man wie gesagt und Interesse freundschaftlichem Interesse für das Land für allem für seine Leute können hun insistieren wir auf den Respekt von den Menschenrechten an unsere Relationen mit dem Staat.